Hey, tja, das hätten auch keiner von uns gedacht, dass die Puffs und die Kirchen uns aus demselben Grund so machen. Schon lustig. Zwei kölsche Geschichten gibt es heute. Und zwar beide von Heinz Weber, von dem ich schon öfter interessiert für gelesen habe, der tolle Geschichten, alte kölsche Geschichten schreibt. Die erste heißt Husputz. Es war Sonntag für Ostern und Kätzmanns saßen beim Mittagessen. Manny, sagt die Kätzmanns ein bisschen süß, nimmst du mir gleich am Essen eben im Wohnzimmer die Jardingen rauf? Was? Ich hab der Sonntag die Jardingen raufnehmen? Ich habe mir ja gedacht, lamentierte der Kätzmanns. Das ganze Jahr muss ich schuften und brassele und weulen. Und wenn du einem einmal jetzt helfen sollst für eine Viertelstunde, dann, ach, jetzt hör aber mal ab, schlag der Kätzmanns mit der Fuß ob der Tisch. Ist das noch wieder ein Sonntag, hey? Kannst du mich dann nicht wenigstens sonntags mit Roh essen lassen? Jetzt bist du at 14 Tag am Hausputz, man weiß ja nicht, wo man sich lassen soll, brüllte der Kätzmann. Da sitzen wir heute auf der Sonntag im Schlafzimmer und essen zum Mittag. 3 Tage laufen ich ab meinem Brill nach. Der ist überhaupt nicht mitzufinden. Mein Pief ist auch verschütt. In jedem Zimmer ist ein Ofen an und ein Zeh und Grippe überhaupt nicht mit zu sind. Da wird direkt among den Schränk mit uns geschlagen. Mein Kartoffel hast zufällig in der Mülltonne wieder gefunden. Hol der Düvel, dat Wief, dat der Husputz abgebracht hat. So trag über Kätzmanns Sonntagsmittagessen ein ganz kleine Widderwölkchen. Aber nach Pudding waren die zwei sich doch so weg klar, dass der Kätzmann nach Mittagsschläfchen evens die Jardingen runternehmen wollte. Wie der Kätzmanns noch Spöle ihre Männi mit viel Mühe wackrig gemacht hat, sagt sie, der Leder steht alt. Der Kätzmann schütt mit dem Kopf und da, na ja, na Mann, ein Wort. Und klabasterte die Leder ab. Halt die Leder aber jod fast, rief er von boven herab. Ach, was ist das denn? Ich komm ja nicht an die Stange. Ja, da stell die ja ob de Ziehe, meint die Kätzmanns. Du hast die ja Dinge doch auch abgehangen. Ach, das scheldet. De Kätzmanns lief an de Tür und macht ab. Ach, de Tant Trautje, dat is even net. Willst du uns jetzt helfen? Komm, wir sind im Husputz. Hey, wat? Ich hab der Sonntag im Husputz. Ich ha ja die 40, ich muss ja direkt wieder jon. Ich wollt dir nur sagen, da betrag sie de Kätzmanns in de Küche rein. Dat ja nicht stimmt mit der Frau Zerwel, ihrer Mann, dass der frei ist. Komm, der muss doch sitzen. Ne? Und der Neubus, ihr Sandsche, ist im Stadtwald gesehen wurde mit einem Student, so ein junger Boot. Und der Qualb, als ihre Hunge überfahren wurde. Und der Frau Quantius, die mehr ihre Möse, lade wieder zu. Der ihre Hubert hat doch alles versoffen. Das doch nicht, wo so ein Offengasse ist. Da kann er so Armin schuften wie eine Wilde. Der hat alles drauf gemacht. Nee, Trautje, was du nicht seht. Ja, und der Liebens, Kladderadatsch, Paf, Bang, hör ab, oh wie! Oh, jämmisch, da ist jetzt passiert. Trautje, mein ja Dinge. Die zwei Klavmühler jückten in het Wohnzimmer. Da lag der Kätzmann lenkte lang am Boden. Quer über ihm die Leder, die am flutschigen Linoleum ausgerutscht war. Der Messingstang mit all den Ringelschen war ihm auf der Korb geflogen. Vom Kätzmann war es nix zu sinn. Der war von der verstöpten Ding rundserem eingewickelt. Sag, hast du de Balance verloren, uzte de Tant Trautje. Wenn du die Pflöck mäst, dass du herausgehst, du Art Zeitung, du lebendige Plakatzül, da kann es passieren, dass ich de Balance verliere, da bist du einfach dran. De Tant Trautje rief noch, vergnügte Vierdesch, und war fort. Am anderen Morgen hat sie dem Milchmann verzahlt, der Kätzmann war wieder so besoffen gewesen, dass der unterwegs in den Latein gelaufen war, statt seiner Frau uns einmal ein bisschen beim Husputz zu helfen. Da war die erste. Die zweite ist ein bisschen mehr so Action, also fast schon Splatter. Auch von Heinz Weber. Ein Zang, flög ein Zang. So heißt die. Et Himmelreich neben der Almatal war für uns Bute für zu spielen et reinste Paradies. Da kommen noch das, wenn die Halle um 4 so gemacht war, kein Vorka und kein Handgami.
Et Himmelreich hat ge knubbelig Straße, Pflaster, nee, et hat schöne glatte Asphalt. Da wird Sötsche, Spängsche, Boersetz, dat geht's ob hier immer, da hätte ma Büchse auftritte, da wird Fußball, Nachlaufe und Räuber und Schandiz gespielt, da haben wir der erste Zibibsche geflogen angefangen zu karessieren. Da war der aber auch lautere Schmelzje bei hinein. Der Gäpplersköp vom Heumat, der Stadelsmann vom Van der Steinbellen, der Ossendorfs Will aus dem Kronebergshus, et schwarze Schopf aus dem Schwarze Bär, der Dudekopf aus dem Krämershus, der dicke Weihrauch aus dem Matcafésche, dem Schlosser Wetzing, Junge vom Lieschow, et Häsje aus der Jajajas, der Löffelholzlutz vom Himmelreich und mir Webers Band vom Ring. Eines Nachmittags, ich weiß es noch wie hück, war im Himmelreich eine große Sensation. Der Löffelholzlutz hatte Luftgewehr. Stolz wie ne Spanier stund der Lutz mitten in einem Knubbel von Quös und der dat Düvelsdinge von alle Sige demonstriere. Der Nikolauf blitzte hell im Sönsche. Wie der alle Weidmann knickte der Lutz dat Rühr in und mat uns für, wie dat hier Schosse rennen und wo et wieder Rustepflege kom. Mir rissen Nas und Mul ob. Ob einmal seht unser Fritz für der Lutz, du jägst, wenn du noch mit Schäse gönnst. Und damit hatte der Lutz Bett. Ja, kannst schon mit Schäse, soll das früher machen? Ja, Schäse, kannst du vielleicht damit vielleicht Ziele betreffen, kannst du nichts mit dem Ding da. Ja, da wollen wir doch einen Sinn, sagt der Lutz blitzig für den Fritz. Jange so Stück auf der Paradies, ja, sag du, da böchse dich, ich brenne dir gerade ein auf den Pelz. Der Fritz hat Courage und ging so 30 Schritt von uns af. Der Lutz nahm aus einer Rudebüchse Spitzblei mit einem Rude Plümpsche dran, daut dat Geschoss von hingen in der engeknickte Lauverin, klappte dat Rühr wieder zu und rief nom Fritz, »Bück dich!« Mit der hängenden Dech sache mit dem Krippsche zu und war gespannt, wie dem Lutz die Luft hier wär. Tatsächlich, der Fritz bückte sich. Der Lutz lat an und zack hat der Fritz die Plüm im Hingerdell sitze. Aui, aui, aua, aua, brüllte der Fritz, hielt sich dat Hingerquartier mit Beize hängt fast und rammt wie ne Besessene am Auerbach vorbei, der sassen hoverraffen am Leihstapel auf heim an. Brüllte wie ne Ors am Spieß. Mir Quöslut und uns all verdutzt und verbasert an. Der Dudekopf, der viel Karl May gelesen hat, der meinte, der ist verjef. Der Keplers Peter sagt auch, der stirbt. Und der Lutz, der hat fies Hetzkloppe hat, der rief ganz opgerecht. Ja, der Herr wollte das ja wissen. Uns Mutter hat in der Küche dem Fritzi Gebull im Treppenhaus geholt und riss die Wohnungstür ab. Was ist mit dir, was hast du? Ein Zang, flüggen Zang, brüllte der Fritz. Was willst du da mit einer Zang? Du brüll doch nicht so, was hast du? Der Fritz hielt sich noch lauter mit Beize hängt, dat hinger der Fass, sprattelte mit de Bein wie eine Wilde am Achterfall und rief, oh, was der brennende Zang, flüggen Zang, ich hatte Kugel, ich hätte eine richtige Kugel, alle Zang, sonst muss ich sterben. Und fort war in het Höfchen. Uns Mutter schott nur mit dem Kopf, so war alt viel Wind mit uns Trabante und lief mit einer Zang in het Höfchen. Da hat der Fritz, der Schlader von seiner Boseraf gestippt und stippte dat mal Tretete hinger der, wo die Rutplümme rauskommen in de Hü und rief unger Grieche, drei Flüge Russ, ich sterbe nicht. No dat war nur im Rübsche gemacht und Applaus, dat lief. Wie der Fritz wieder langsam bei sich komme war und ein Heftpflaster ob seiner Wund setze hat, kriegte von der Mutter auch noch ordentlich Knutze. Nicht bei der Plüm und nicht bei der Embarrage, nee, bei dem Lornebutz. Blieb die Sonne.